Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. So, das ist auch wunderbar, dass wir die zwei Tage erstmal nichts zu tun haben. Dann kann ich mich auch ein bisschen übers Drachefest verzählen. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Boah, Alter, das ist natürlich der Arsch, genau die Sache, die ich jetzt brauche, von wegen wunderschöner sonniger Tag. Ackermann, ich forsche gerade an der vergessenen Kunst der Schattenwahrsagung. Aber ich brauche einen Gegenstand namens Schattenessenz. Bring zu mir und ich werde dich belohnen. Emrasmodius Zauberer. Das passt doch alles wunderbar, als wollte das Spiel selber, dass ich über Stardew Valley erzähle. Genau, als wollte das Spiel selber, dass ich über das Drachefest erzähle. Da ich jo auch ein Magier spiele, genau, das war die Schattenessenz. Oh, ja, clever Ackermann. So, wir brauchen noch ein bisschen was zum Gelee noch machen. Nehmen wir noch schnell Dote vor und joink. So, dann Preiselbeere. So, ich muss gerade mal ein bisschen gucken. Mist, ein Eisenbarrer fehlt uns und natürlich auch Eisenerz. Da hätte man nämlich auch die Kupferhacke besser machen können, aber so what. So, wie war dann das Drachefest für mich? Genau, dass wir da auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich muss sagen, die Hitze war bestialisch. Es war brutal von der Hitze her. Und es ging nicht nur uns im grauen Lager so, selbstverständlich ging es uns alles so. Also es war echt heftig. Es war über 35 Grad zum Teil und einfach nur abartig. Nein, Ackermann macht doch nicht ständig das Wasser weg. So, ja, ansonsten spieltechnisch habe ich mich das Jahr als Lagerrat aufgestellt. Im grauen Lager ist der Lagerrat die politische Instanz vom grauen Lager, könnte man sagen. Das sind die Leute, die sozusagen die Politik machen. Ich habe zuerst gar nicht gedacht, dass die Leute mich überhaupt wählen, um mal ganz ehrlich zu sein. Oh, unseren Extended-Stall ist jetzt tatsächlich auch schon fertig. Das heißt, wir können auch neue Tiere kaufen gehen. Finde ich schon mal sehr gut. Mal gucken, ob unser Geld dafür reicht. Ja, auf jeden Fall habe ich mich zum Lagerrat wählen lassen. Und war sehr überrascht, dass man mich überhaupt wählt. Und ja, das heißt, ich habe das ganze Drachefest im Prinzip nur im grauen Lager verbracht. Und habe mit meinen zwei Kollegen, die mit mir als Dreierrat sozusagen dann das Lager politisch bestimmten, habe ich dann hier die Politik betrieben. Ich muss sagen, also dafür, dass etliche Leute sagen, oh, es ist so ein undankbarer Job, muss ich sagen, dass ich das nicht unterschreiben kann. Klar, gemeckert wird immer. Das gibt's aber überall. Das gibt's nicht nur in dem Lagerratsamt. Ups. Das ist tatsächlich überall der Fall. Insofern kann ich nicht sagen, dass der Lagerrat jetzt irgendwie undankbare Aufgabe oder so gewesen wäre. Ich muss sogar eigentlich gestehen, dass der Lagerrat sehr interessant die Arbeit war. Es wird natürlich etliche Leute geben, die mit meiner Arbeit nicht gerade so zufrieden waren. Aber es wird bestimmt auch Leute geben, die gesagt haben, dass ich das so als Erstling, als Neuling im Lagerrat eigentlich, sagen wir mal, stabil gemacht habe. Ich stehe mich jetzt wirklich damit rumbekleckern und sage, ich war absolut toll. Das wäre absolut die Selbsttäuschung meiner Meinung nach. Vorteil war halt, ich bin neu und gehe auch objektiv an die Sache dran. Nachteil war, ich bin neu und unerfahren. Insofern kann ich nur sagen, es war sehr interessant, die Art, das Lager mal aus der Perspektive kennenzulernen. Und ich ziehe da auch definitiv so meine Lehre draus und meine Erfahrungen draus. Und kann den Leuten auf jeden Fall auch sagen, keine Sorge, im nächsten Jahr mache ich es nicht mehr. Da überlasse ich das Ganze einfach Leute, die mehr Erfahrung haben, die auch mit mehr Herzblut fürs Lager selber da tragen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit wenig Herzblut trage, bin an die ganze Geschichte. Aber ich muss sagen, dass es mir irgendwie an Rede, Schwinge gemangelt hat und dass ich die Leute nicht so informiert habe, wie ich das mir eigentlich gewünscht habe, dass ich sie informiere. Und irgendwas scheint da schiefgegangen zu sein. Insofern denke ich doch, dass im nächsten Jahr das jemand besser macht, der in sowas einfach besser ist als ich. Ich habe gemerkt, dass das nicht meine Position ist, dass ich dort drin nicht allzu gut bin. Trotz allem wollte ich die Erfahrung machen, um einfach auch zu schauen, ob das möglicherweise was für mich sein könnte.
Hab gemerkt, okay, das ist eher nicht so meins. Allerhaupt, dann ist es halt so. Die Erfahrungen muss man halt machen. So, die 3 Riebe verkaufen wir jetzt auch noch. Und wir könnten nochmal gucken, dass ich noch was anderes Schönes kriege, was ich jetzt irgendwie in der Saatgutgenerator schmeißen könnte. Gewürzbeere, was schmeißen wir nach Morei, was wir noch abpflanzen könnten? Oh, Kürbisse werden, die sind aber nur einmal erntbar, ne? Weintraube, nee. Die sind in Rewe drin. Also wie gesagt, insofern... Aubergine, das ist doch super. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die schon angelegt haben. Zur Not macht nix. Macht nix, dann warten wir, bis es wieder im Frühling was gibt. Dann kann ich nämlich ein paar Erdbeere einpflanzen. Ist gar nicht mal so verkehrt. So, okay. Wir könnten dann nochmal in die Kaliko-Wüste gehen und einfach so noch ein bisschen was einkaufen davor. Jo. Wie dem auch sei. Mir persönlich hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich habe tolles Spiel bis in die Puppe gehabt. Und habe immer mit Leuten irgendwelches Rollenspiel betreiben können. Und an der Stelle muss ich erst sagen, hier Alrik und Mahmoud, das sind die Charakternamen, die mit mir zusammen im Graue Lagerrat waren, muss ich auf jeden Fall nochmal sagen, Dankeschön. Es war ein interessantes Spiel, es hat Spaß gemacht. Und gerade mit Alrik habe ich mich extrem gut verstanden und auch wieder einen neuen Freund kennengelernt. Insofern, es war es mir wert. Aber im nächsten Jahr, wenn man jemand haben, der dafür besser geeignet ist für die Position des Lagerrats. Und die Bibliothek des Grauen Lagers, die ist eigentlich jedem Lager zugänglich und somit auch jedem auf dem Drachefest eigentlich heilig. Die wurde beim Sabotageakt vernichtet. Beim Massaker könnte man eigentlich sagen, kein Sabotageakt. Und ja, ich denke, da werden wir im nächsten Jahr allesamt sehr dafür sein, dass wir die Vorkommnisse aufklären werden, um rauszufinden, wer hinter dem Arschlag auf unserer graue Bibliothek steckt. So, was holen wir ja noch hier? Rübe haben wir ja nicht. Ich weiß doch nicht mal, einfach nochmal ein bisschen Rhabarber mit. So. Okay, ja, ich sehe immer ausgetrocknet aus, gerade bei der Hitze. So. Insofern, das war eigentlich mein Drachefest. Viel schönes Spiel gehabt mit den Leuten. Versucht viel zu machen. Und neu in einer Position gewesen und nochmal sozusagen neue Blickwinkel aufs Lager selber kriegt. Insofern, ja, es gibt wahrscheinlich etliche, die mit meiner Arbeit nicht so zufrieden sein werden, aber man kann es einfach nicht jedem recht machen. Insofern, es tut mir leid für die Leute, die sich benachteiligt gefühlt haben bei dem Ganzen. Aber wenn man neu ist in der Sache und versucht, sich wirklich in alles reinzuhängen, dann kann das leider oft nur scheitern, wie ich so im Nachhinein gelernt habe. Aber wenn wir nicht aus unserer Erfahrungen lernen würden, wären wir dumm. Insofern, ich habe ordentlich Erfahrungen gemacht und ich habe durchaus ordentlich was gelernt. Kann ich so unterschreiben. So, dann kommt das noch da hier und dann pflanzen wir noch die Saat schnell ein. Ja, deswegen möchte ich eigentlich nämlich großartig weit drum rumretten. Alles ist gesagt, wie es gesagt ist und ich freue mich auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder drauf, wenn ich etwas abseits der Politik wieder arbeiten kann und fürs graue Lager wieder in andere Positionen hilfreich sein kann. Da freue ich mich definitiv drauf. Oh, aber die Hitze, ihr liebe Leid, die Hitze, die macht mich unglaublich fertig. Ich weiß, du auch beim Drachefest, die anderen Lager haben auch unter der Hitze zu leiden gehabt und haben es trotzdem gepackt. Klar, da stimme ich zu. So, 8000 kostet das. Oh, Alter, die Wutz kostet 16.000. Cranken Shit. Holen wir uns doch erstmal scharf. Und das kommt da rein. Mipu, was ist denn das für ein blöder Name? Wie nennen wir das dann jetzt? Aber ich weiß, das wird die Ingrid. So, fertig. Sehr schön, sind die kleine Ingrid sofort zu ihrem neuen Zuhause. Gut, dann brauche ich nämlich auch noch die Scharfschere. Das brauchen wir definitiv. Das gehört jetzt nämlich zu unserem Standardinventar, das Zeug. So. Dann bringen wir noch den Krusch zum Zauberer. Eieiei, 16.000 verwutzt. Das ist schon ein ziemlich knackiger Preis. Ja, wie gesagt, die anderen Lager, die haben es natürlich abgepackt bei der Hitze. Ich muss sagen, wir waren etwas träge aufgrund von Hitze und dann auch teilweise aufgrund von Ausfällen. Ich bin selber am Samstag
so dezent zusammengeklappt, muss ich so gestehen. Okay, da ist nichts im Reisewagen. Ich habe einfach viel zu wenig gegessen. Ich hätte mal im Endeffekt auch mehr Zeit nehmen müssen, mal zurück ins Lager zu gehen und nicht nur ovens was Warmes zu essen, sondern auch mal zwischendrin was Gescheites zu essen, um meinen Zucker-, Salz- und Fetthaushalt einfach hochzuhalten. Und am Samstag habe ich halt einfach gemerkt, wie bei mir schier die Lichter ausgegangen sind und ich kurz vor Zusammenklappe war. Ah, du hast ja mitgebracht, du hast da meine Dankbarkeit und 1000 Gold verdient. Jetzt geh. Okay. Jo, so viel dazu nochmal. Und ja, hätte ich im Endeffekt machen müssen, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht so kurz vor Umklappe gewesen bei 5% Akku von mir selber. Das habe ich so selber auch gemerkt. Ach ja. Bei Lufia verzichte ich übrigens auch darauf, jetzt hier der ausführliche Kommentar zu machen. Ich glaube, das ist dann die Lufia Episode 28, wo ich dann erst wieder was dazu erzählen kann, wie es noch im Drachefest war. Da werde ich mich auch sehr kurz halten dazu. Deswegen nutze ich einfach mal Stardew Valley, um da noch ein bisschen zu erzählen. Weil, wie ich gehört habe, schauen sich tatsächlich einige von der Lava meine Stardew Valley Let's Play an. Und ich fand es so schön, auch mal Feedback zu kriegen, nicht nur übers Lab und wie meine Art Rollenspiel zu betreiben aufgenommen wird, sondern einfach auch, dass ich mal ein bisschen Let's Play Feedback kriege. Das fand ich so großartig. Boah, gerade noch so zu Klint gepackt. Deswegen vor allem an Freddy auch vielen lieben Dank und an seine Freundin, dass ihr mein Stardew Valley Let's Play guckt. Das finde ich so großartig von euch und ich danke euch einfach nur für das super liebe Feedback. Das ist genau der Grund, weswegen ich so Let's Plays mache. Das ist so lieb von euch gewesen. Okay, jetzt haben wir auch noch den Jaspis, den wir spenden können. Belohnung gibt's keine dafür, aber das muss es ja auch nicht. Ich mache das ja auch nicht nur wegen Belohnungen hier. So, Grünalge, was man hier alles im Müll findet, ne? Was findet man beim Clint noch? Nix. Alle hopp, dann gehen wir nochmal zurück zur Bushaltestelle, kriegen unseren Krust unter und dann ist Jutsch. Jo, das war alles, was ich eigentlich zum DF nochmal an meiner Stelle sagen wollte. Und wenn ihr sonst noch irgendwas zu sagen habt, wenn ihr selber auch denkt, hey, eigentlich hätte ich dazu noch ein paar Anmerkungen zu bringen, von wegen wie das gelaufen ist beim DF und so weiter und so fort, meldet euch liebend gern bei mir. Ich höre auch sehr gern, wie das DF aus anderer Perspektive gelaufen ist und wie ich so aus anderer Perspektive wahrgenommen worden bin. Ich persönlich kann auch nur dazu sagen, dass ich mich von keinem Mensch auf dem Drachefest wirklich angegriffen gefühlt hätte. Es war ein äußerst offener Umgang, das muss ich sehr lobend hervorheben. Wir haben definitiv alle miteinander einen sehr offener und guter, direkter Umgang miteinander gehabt, ohne dass irgendwie hinterm Rücken Scheiße abgelaufen ist. Wenn es Probleme gab, ist man zu mir gekommen und hat mit mir direkt gesprochen. Und das persönlich fand ich auch großartig. Deswegen vielen lieben Dank an jeden, der mir persönliches Feedback gegeben hat. Egal, ob das jetzt in Form von Kritik war und mal ein offenes Wort gehabt hat mit mir, oder ob das in Form von tatsächlich positivem Feedback war. Deswegen der Umgang mit den Leuten, finde ich persönlich, war in dem Drachefest großartig. Das lief hervorragend. Und ich hoffe, dass wir weiter so einen guten Umgang und so einen offenen Umgang miteinander pflegen können. Das hat mir persönlich extrem gut gefallen. Gut, dann konzentrieren wir uns mal wieder aufs Spiel, würde ich sagen. Und naja, bis die paar Sachen hier im Steinbruch, das ist eigentlich weniger nützlich, was wir hier noch haben. Den ich vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen im Fluss angeln gehe. Lassen wir mal der Richtung Stäbruch sei. Gehen wieder zurück zur Stadt und angeln doch einfach mal ein bisschen hier im Fluss noch runter. Weil das vernachlässigt man einfach gern hier im Winter, dass man nicht so viel angelt, wie man gern wolle würde. Zumindest von meiner Seite aus, weil für mich das Angeln einfach das, sagen wir mal, unattraktivste Spielangebot darstellt. Es ist eine Brasse. Okay, brauchen wir die zufällig? Brauchen wir die zufällig? Brasse. Ne, da brauchen wir eigentlich nur noch den Riffbarsch. Da brauchen wir wir haben den Gotteslachs und die Tigerforelle. Wir brauchen Blaubarsch und Katzenfisch noch.
Okay, Teichfische brauchen wir nur noch das Stör. Also an sich, ach, das wächst hier. Nicht verkehrt. Ach, die Sammlung wächst allmählich. Jo, gut, 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 gut. Also viel zu tun haben wir nicht. Ich würde sagen, ich müsste nochmal gucken, dass ich demnächst noch ein bisschen Eisenerz kriege. Und dann schauen wir mal, dass wir auch das noch gemacht kriegen. Ein Schwein sollte her. Und ein Haus-Upgrade brauche ich jetzt nicht zwingendermaßen. Das können wir auch im Jahr 2 AG, das Haus-Upgrade. Und sonst würde ich persönlich noch sagen, dass wir auch den Luxus-Hühnerstall noch holen könnten, damit wir uns noch Kaninchen leisten können demnächst. Also das eilt nicht, definitiv nicht, aber wenn wir jetzt schon den Luxusstall gehabt hätten hier für die anderen Tiere, weil man da einfach 2 neue Tiersorte kriegt, hätte ich dann gesagt, dass auch der Luxus-Hinkelstall in Frucht kommt. Ich muss sowieso mal einfach gucken, wie viel Kruscht ich noch so habe an Materialien. Dann könnte man nämlich auch noch gerade ein bisschen Holzschlache gehen und ein bisschen Stäbbreche ist bestimmt auch nicht verkehrt. Da brauchen wir ja um die 300 Stäbe und 400 Holz oder sowas um den Dreh. Ja, okay, das sieht schon aus, als könnte man es gebrauchen, was wir da machen. So, Grünalge hatte ich, glaube ich, da reingekippt, ne? Ja, genau, grün zu grün. Und dann haben wir noch ein bisschen Müll, was wir hier in die Recyclingmaschinen stopfen können. Und ansonsten, die Sache, der Rest und Dach nutze ich jetzt einfach noch, um ein bisschen Holz zu schlagen. Weil das Holz brauchen wir definitiv. Wir haben ja jetzt auch die Premium-Goldaxt hier. Da können wir durchaus noch ein bisschen was reißen und da unten sieht es halt schon bitter aus. Da ist richtig heftig Wald am Wachsen. Und gerade die Dinger hier, wo die neue Keime, wo die Bäume entstehen, die lasse ich in Friede. Ach Gott, also mit der Goldaxt geht das ziemlich fix. Hätte ich nicht gedacht, dass das so eine Verbesserung darstellt. Aber man sieht ja, es braucht nur noch wenige Schläge, um so ein Ding zu zerhackern. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Spart uns hier jede Menge Arbeit. Gut, dass der den Kleiner nicht schon kaputt gemacht hat. Die Clay Freckling will ich erwarte hier die Dinger, bis im Laufe des Frühlings dann wieder aufkeimen. Und dann haben wir wieder unsere neue Baumschule. Also alles sollte ich definitiv mit Kurz und Clay Roppe hier. Gut, 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 gut. Sehr schön. Aber einfach nur, ach, um die Holzgewinnung hier noch weiter zu fördern. Upsala. Aber wie gesagt, das brauchen wir auf jeden Fall. So, das Ding kommt auch noch fort. Dann haben wir hier auch mal wieder ein bisschen bessere Sicht auf das Ganze. So. Nein, jetzt habe ich so einen Freckling kaputt geschlagen. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Okay. Was ich vor allem auch schön fand beim Feedback war, dass ich gehört habe, dass vor allem mein Hang zur Symmetrie irgendwie total ausschlaggebend ist, mal Stardew Valley Let's Play zu gucken. Ich bin ja so ein Symmetriefanatiker, könnte man sagen. Bei mir muss das alles irgendwie, so gut wie es nur geht, gleichmäßig und synchron und symmetrisch sein. Und anscheinend haben viele Leute, die Stardew Valley spielen oder gucken, das irgendwie so, an sich als Macke in Anführungszeichen entdeckt, dass sie einfach sehen wollen, wie was akkurat ist. Und viele Leute haben auch gesagt, ja, bei Gronkh ist es zwar schön und gut und er kommentiert natürlich auch geil wie gewohnt. Ja, Gronkh ist halt Gronkh und Gronkh kommentiert einfach geil. Das ist einfach so. Und was die Leute bei ihm, zumindest wie es mir nur getragen haben, wie es mir beigetragen haben oder wie es mal gesagt haben, um es mal ganz primitiv zu sagen, war, dass Gronkh halt sehr wild baut. Dass er einfach mal hier und dort was macht und dass hier nichts Festes ist. Und ich mache halt diese 24er Felder schon mal automatisch und habe dann dadurch alle schon eine gewisse Symmetrie drin. Und auch was die Bewässerung angeht, ist da gewisse Bewässerungssymmetrie einfach gäbe. Und das scheinen die Leute irgendwie bei mir geil zu finden. Es freut mich natürlich, dass viele Leute da so ähnlich ticken wie ich. Und vor allem freut es mich extrem, dass irgendwie die Art von mir, das zu spielen, so ausschlaggebend ist, dass man mal Stardew Valley Let's Play guckt. Es scheint tatsächlich ein sehr gut besuchtes Let's Play zu sein. Und das freut mich natürlich umso mehr. So, ich muss jetzt aber wirklich in die Haia gehen. Sonst erholt sich hier mein ganzes Gedöns ziemlich so gut. Ja, und ab in die Haia. Sammeln Stufe 8. Plus 1 Axtaktivität. Effektivität plus 1 Wildbeerenernte. Neues Herstellungsrezept. Teleport-Totem Hof. Das heißt, mit dem Rezept kann ich mich theoretisch immer wieder auf unseren Hof zurückbeamen. Okay, geil. Dann geht's mal weiter. Heute war schön und sonnig gemeldet, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Flöt, flöt. Ja, für die nächste Episode übermorgen hat dann Harvey Geburtstag. Ich glaube, der mag Voi ganz gern. So. Okay. Bei der nächsten Episode müssen wir wieder mit Schnee rechnen. Welch Wunder im Winter. Das dort hier. Ja, Holz haben wir ganz gut geschnappt, finde ich. Okidoki. Dann haben wir hier wieder Krusch drin. So, das Dorei, was hier gehört. Müll haben wir jetzt keiner mehr. Kohle ist auch nicht verkehrt, da werden wir nämlich allmählich etwas knapp bei Kasse bei dem Zeug. So, dann haben wir noch unsere Viecherle gucken, wie es denn so geht. So. Erstmal hole ich Heu, damit es euch gut geht. Bei dem anderen Stall muss ich mittlerweile nicht mehr per Hand füttern, weil in dem anderen Stall ist schon das Fließband mit dabei, dass die Tierle so ihr Heu schon geliefert kriegen. Und genug Heu haben wir ja im Winter eigentlich auch gesammelt, im Herbst auch gesammelt. Das heißt, du laufst die Geschichte auch. So. Ja, ich habe auch noch von Andreas Frick den Hinweis gekriegt, dass man Obstbäume auch im Gewächshaus pflanzen kann. Finde ich persönlich halt schon ziemlich geil auch. Ingrid sieht heute wirklich glücklich aus. Das sieht man hier, dass hier die Futterstelle eingerichtet wurde, dass es jetzt einfach so läuft. Nur so zur Info nebenbei an euch, was ich, glaube ich, beim 12. Tag dann vergessen habe zu erwähnen. Ich bin mir aber nicht mehr so ganz sicher. So, jetzt müsste Resel aber heute eigentlich auch Milch geben. Genau. Gut. Sehr schön. Freut mich doch. Okidokili. Dann machen wir die zwei zuerst, die Milch. Und die Ingrid warten mal, bis er erwachsen ist. Dann können wir uns nämlich auch Schafwolle holen. Und dann würde ich nämlich sagen, wir brauchen hier den Webstuhl. Ist gar nicht mal so günstig, das Zeug. Aber einen Webstuhl müssen wir auf jeden Fall noch machen, damit wir hier Stoff noch aus der Schafswolle machen können. Ui, okay, das ist schon gewachsen, finde ich gut. Das können wir gleich mal nutzen. Damit wir hier wirklich auch die Bäm stellen können. Damit wir die Obstbäm hier stellen können. Das war ein super Tipp. Und ich persönlich würde es ganz gern eigentlich nutzen. Hier so Zeug, was wir einmal abernten können, ist alles kein Thema. Das können wir dann später nochmal neu vergeben für dauerhafte Sachen wie Erdbeere, wie Aubergine, dass man einfach für jeden Jahrgang, sozusagen für jede Jahreszeit, einfach hier noch ein oder zwei Gemüsesorte hin. Oder Obstsorte. So, das ganze Zeug kann fort, finde ich. Und dann, da hatten wir sie schon. Kirschesetzling, Aprikosesetzling. Der Apfelbaum, der steht. Ich muss noch gucken, haben wir irgendwo anders noch andere Baumsorte drin. Wir haben Kirsche und Aprikose. Die andere müssen wir uns kaufen, glaube ich. Aber die Dinger brauchen 8 umliegende Felder leer. Das gucken wir uns jetzt erstmal an, bevor ich hier irgendeinen Scheiß baue. 8 umliegende Felder braucht es leer. Das heißt, so, wir machen das jetzt einfach mal hier, ne? So, wenn ich jetzt do reinhaue würde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Das heißt, do kann theoretisch hier das Ding rein. Und dann gucken wir mal weiter. Ne? Das heißt, der hier muss mal frei sein. Das heißt, do kann erst wieder einer rein. So, probieren wir doch einfach mal gleich hier. Dasselbe Spiel hier wieder. Die müssen... okay, die geben mir sogar selber Bescheid hier. Okay, gucken wir nochmal, ob der... Do basta nicht. Do basta. Okay, das heißt, wir könnten noch maximal 2 andere Bäm reinmachen, wenn ich das richtig sehe. Dann läuft die Geschichte. Okay, sehr schön. Dann gehen wir doch gleich noch zu Pierre. Wir haben sowieso Samstag. Dann passt die Geschichte nämlich. So, die Preiselbeere sind auch mal wieder gut. Perfekt. So, die verkaufen wir aber, würde ich sagen, wenn wir außer... Wir haben noch ein paar normale. Ja, die machen wir einfach wieder rein, dass wir permanent bei 20 sind. Und dann würde ich sagen, wir gehen noch zu Pierre und holen uns noch 2 verschiedene Obstbäume. Ja, im Prinzip hätte ich so eigentlich jetzt auch wirklich auf die Fruchtfledermäuse verzichten können in der Höhle. Und hätte es vielleicht lieber zur Pilzzucht verwenden sollen. Na, egal. Im Endeffekt ist man doch immer wieder schlauer, ne?
So. Hoppala, das war jetzt etwas saudumm. So, genau, so läuft es nämlich. Okay, dann ab zu Pierre. Dann schauen wir mal. Zum Glück ist noch ein Brunnen vorne dran, weil da können wir dann auch nochmal davor Felder anlegen. Und hier brauchen wir nur noch ein Entenei. Okay, wie sieht's so aus? Da haben wir noch die Ziegenmilch und die Iridiummilch. Wir machen dann so in zweiter Reihe, weil die Kuhmilch, glaube ich, ein bisschen schneller geht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Sodele. Busy sind wir heute. Okay, da füllen wir wieder auf und da füllen wir wieder auf 25. Wobei, wir können es uns einfach leichter. So. Gut. Ne, Moment, bevor wir zu Pierre gehen, bin ich eigentlich echt saublöd, weil mit dem Lore-Gedöns geht es einfach langsamer bis zu Pierre. Und ich hätte hier schon mal gleich die Siggi mitnehmen sollen. Dann komm her, Siggi. Wir reiten aus. So. Auf der Siggi geht es einfach ein bisschen schneller, das Ganze. Dafür habe ich mir das Stallio auch geleistet. So. Dann ab zu uns. Aprikose und Kirsche waren das. Ein Apfelbaum steht sowieso schon. Das heißt, wir gucken noch, dass wir Granatapfel kriegen. Das wäre nicht verkehrt. Was sagt die Daily Quest? Ja, angeln. Nee, lass mal. So, was haben wir dann? Kirsche und Aprikose haben wir. Orange könnte man gebrauchen. Pershing könnte man vielleicht noch gebrauchen. Und Granatapfel. Dann holen wir uns gerade Granatapfelsetzling. Für anderes ist kein Geld da. So machen wir das. War das Abigail? Nö, es war Caroline. Okay. Gut, für was anderes ist halt gerade kein Geld da. Und im Winter ist sowieso immer so ein bisschen Schmalhans Küchenmeister, was die Einkommen angehen. Ich weiß, das habe ich auch gesehen, darum kümmere ich mich jetzt auch sofort. Ich habe es beim Vorbeireiten erst in letzter Sekunde gemerkt. Wir kümmern uns mal gleich drum. So. Ah, Moto, war noch ein Krokus versteckt. Nicht gesehen. Und eine Stechpalme. Gut, gut. So. Dann kann der Krusch gleich mal fort. Der Lehm gehört dort, wo er hier gehört. Und dann geht's weiter. So. Dann machen wir das nämlich gleich mal fix. Was ich bei der Gelegenheit auch noch gerade gucken wollte. Wenn ich jetzt die Siggi schon mal in den Stall bringe. 509 Heuballer. Okay, ich glaube, wir können im Frühling relativ gemütlich das Ganze angehen. Müsste dann hier in der Gegend sein, ne? Wir gucken erstmal, ob es hier geht. Nee, da geht's nicht. Aber da geht's. Aller Hopf, das heißt, wir könnten vielleicht noch da einer Pflanze. Ansonsten nutzt man die Fläche auch einfach anders. Sehr schön. Gut, dann machen wir das mal weg. Ich glaube, gießen muss man... Nein! Nein! Du dummes Arschloch! Nein! Oh Gott, scheiße. Gleich mal 2000 verschwenden, die ich mir jetzt gleich wiederholen muss. Oh nein, ist das bitter, Alter. Okay. Ich brauche beim Pierre noch was zu verkaufen. Ich muss nämlich noch das bisschen holen. Nehmen wir doch einfach mal 5 von der Preiselbeere mit. Scheiße, das war jetzt einfach nur unnötig. Okay, wir verkaufen es beim Pierre. Und dann holen wir uns nochmal eine Aprikose-Setzling. Sorry, das war gerade wirklich unnötig. Ich wollte Schönheitsfehler beheben und die Flecke neben dran beseitigen, die ich kackt habe, aber... das war einfach nur saudumm. So richtig saudumm. So, das verkaufen wir gleich mal beim Pierre und dann holen wir uns der kaputtgeschlagene Aprikose-Setzling. Gott, wie peinlich. Naja. Was lernen wir da draus? Wir verwenden einfach keine Spitzhacke mehr, für die Sache wegzuhacken, wenn es so in der Nähe von so kostbarer Sache wie dem hier ist. Okay. Gut, also Andreas, vielen lieben Dank nochmal für deinen Tipp hier bei der Sache. Gut, das holen wir uns noch. Ich bin hier auf jeden Fall auch auf jeden Tipp hier angewiesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil so gut in dem Spiel bin ich jetzt auch nicht unbedingt. So, gut. Alles klar, jetzt haben wir das auch erledigt. Die gehen irgendwie schräg. Das
macht mich etwas... Ich glaube, die habe ich in die richtigen Felder synchron nebeneinander eingepflanzt. Egal, egal. Wir ändern es jetzt nimmer. Die kosten einen Arsch voll Geld, die Dinger. Da ist das halt ein bisschen schepp. Darf's auch einmal sein, finde ich. Hätte ich mir vielleicht wirklich eher mal einen Plan machen sollen. Egal, egal. Aber ich glaube eigentlich, dass ich die in der nebeneinander liegenden Felder schon richtig so einsortiert habe. Na gut. Kann auch einfach nur so optisches Phänomen sein. Ich brauche Fasern, ich brauche Kiefernteer und ich brauche Holz. Dann kann ich nämlich noch den Webstuhl basteln. So, das war hier alles. Fasern, Kiefernteer und Holz. Mindestens. Dann kann ich nämlich einen Webstuhl basteln. Der Rest geht rein. Das wird verkauft. Der Webstuhl wird mitgenommen. Und der wird dort hier gebraucht, wo ich ihn dann auch brauche. Und zwar dort in Hinterstacheie ist vielleicht etwas blöd. Was machen wir denn dann hier? Wisst was? Wisst was? Dann machen wir den Webstuhl. Das ist zwar... Nee, im Schmiedebereich möchte ich das auch nicht. Du hast eigentlich nichts zu suchen. So sehr kann es jetzt nicht schade, wenn ich es so hinstelle. Die Tiere werden sich schon gegenseitig umbringen. So, ansonsten hacke ich noch ein bisschen Holz. Damit wir auch wieder ein bisschen mehr Sicht hier in das Ganze reinkriegen. So. Okay. Weil freigemacht werden muss der Weg sowieso. Ich fand so leichtes U-Ding, mich jedes Mal hier durch den Wald durchprügeln zu müssen. Und finde aber genauso, dass wir auch in nächstes Jahr vielleicht mal einen Angriff nehmen sollten, dass wir eine Baumschule hier bauen. Auf dem Hof. Dass wir da vielleicht einfach so ein gewisses abgestecktes Areal benutzen. Innerhalb vom Hof. Und dass wir dort einfach uns mit einer Baumschule ausbreiten. So, schön weiterhacken. Und dann sorgen wir einfach dafür, dass wir noch mehr Ressourcen kriegen. Oh, das war so ein Freckling wieder. So. Gut, runter damit. So nebenbei, Freckling auf Pelzig heißt sowas wie, oh nein, scheiße. Nee, das heißt's nicht, aber es heißt so viel wie, so eine kleine Version von etwas, zum Beispiel so ungezogenes Kind oder so, wird auch als Freckling bezeichnet, weil es so eine böse Version vom Elternteil ist. So, das waren wieder 50 Stämme mehr, ist auch nicht zu verachten. Ja, nah am Wasser beim Schlache ist immer etwas kontraproduktiv, wie ich finde. Aber so what. Jetzt haben wir da auf jeden Fall mal wieder ein bisschen frei in dem Gebiet. Ist gar nicht mehr so schlecht. Dann hätte ich auch sagen, dass wir hier die Bämme noch einfach wegprügeln an der Stelle. Dann haben wir nämlich hier wenigstens die Passage frei. So, Dilla. Okay. Gut. Eine Winterwurzel und dann machen wir hier noch frei und gut ist. Das sind auch verschiedene Samen, die hier... Nein! Dummkopf. Jetzt habe ich hier noch Eichel. Warte mal. Die Eicheln, die pflanzen wir noch gleich mal neu ein. Die machen wir dort und dort hier. Ah, es sind sogar 4 Eicheln. Okay, warte mal. Dann machen wir das doch gleich so. Und machen einfach hier die Eichelnreihe. So. Genau, dann können die nämlich dort einfach in Friede wachsen, wieder die Dinger. Und ich habe hier nicht verumme die Samen rausgekloppt. So, Dilla. Gut. Ich hoffe, der kippt nicht in die Seerei. Natürlich macht er das. Wie könnte es auch anders sein? Gut, jetzt ist der Weg aber auf jeden Fall mal wieder frei. Ich mache noch ganz weg hier von dem ganzen Quatsch, der noch dran hängt. Dann sieht es doch soweit stabil aus hier wieder. Das bisschen Wald können wir durchaus ein bisschen Wald sein lassen. Stellen wir mal noch weg, den ganzen Dreck rahmen wir noch hinterher auf. Okay, dann ist Dreck hinterher gerahmt. Wir haben die... Ah, nee, doch noch nicht alles. Dann ist der Dreck gleich hinterher gerahmt und die kleine Bäm, die stehen noch. Und ja, die Samen sind auch noch im Boden drin. Perfekt. Perfekt. Dann hier noch ein bisschen der Schmutz hinterher rahmen, damit es nicht allzu ekelhaft aussieht. Und damit man einfach ein bisschen freie Fläche hin und der Hof wieder gesäubert aussieht. Das gefällt mir persönlich auch ganz gut. Wenn ich dann nicht so ein
wild wachsender Hof du habt, sondern wenn es einfach nur gescheit aussieht. So, der ist anscheinend irgendwie wieder hochgewachsen. Das Ding, keine Ahnung, oder ich habe es einfach vergessen im Laufe der Zeit, das Ding zu fällen. Macht nix. Wir kümmern uns auch hier nochmal drum, dass Großvaterschrein hier, frei bleibt. So. Perfekt. Hier in das Ding können wir noch Ahornsamen pflanzen. Machen wir beide. So. So und so. Gut. Entschuldigung. Alter Vater, das ist so heftig. Wenn man den Quatsch dann auch noch hat. Und wenn man so ein Kloß im Hals hat und man kriegt ihn einfach nicht los, für eine gewisse Zeit. Es tut mir dann leid, wenn ich mich bloß so hässlich räusper an der Stelle. Aber es muss einfach weg, das Zeug. Sonst rede ich irgendwann mit so einer Stimme damit. Das muss dann auch nicht sein, ne? Okay. Dann hätte ich aber auch Sache, ihr liebe Leute. Das war's mal wieder für heute. Aber für Harvey brauchen wir morgen Geschenk und Preiselbeerwoi finde ich ganz gut. Der kriegt, also Moje in der Episode, aber über Moje bei der Folge Stardew Valley. Sehen wir uns dann auch wieder, ihr liebe Leute, wenn ihr wollt. Und dann feiern wir Harveys Geburtstag. Und schauen wir gerade nochmal, was es sonst noch gibt in der Episode über Moje. Es gibt nur Harveys Geburtstag. Alles klar. Bis dahin, machen's gut und wir sehen uns dann auch wieder. Ayan Yankee.